Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone. Uff, hält sich. Jo, und wie versprochen, du hast mich auf der Arm genommen, Berschel. So, damit machen wir hier gleich weiter. Aber möglicherweise könnte ich für noch ein bisschen zum Beutehändler flitzen. Und beim Joe hier noch ein bisschen Kruscht verticke. Also 5 Vertrauen, 10 Cent gibt er einfaches Kreischer-Ohr im Vergleich 2% und 2 Vertrauer und 3 Cent gibt er Krabblerohr und 3 Vertrauer und 5 Cent gibt Freaker, normales Schwärmerohr. Sehr schön. Gut gemacht. Okay. So, dann wollen wir jetzt mit Joe hier. Und die Tageszeit muss ich natürlich wieder ändern. Bin ich mal sehr gespannt, weil jetzt ist wieder eine O'Brien-Schnüffel-Mission. Das heißt wieder Nero-Action. Und das muss natürlich nachts sein. Ist so absolut logisch. St. John, bist du da? Hier ist O'Brien. Warte. O'Brien, ich hab genug von deiner Drecksarbeit. Hast du was oder nicht? Jo, ich meine ja. Ich hab was. Also gut, was denn? Du musst noch eine Sache für mich tun. Hast du mir gerade überhaupt zugehört? Ich bin raus. Noch eine Sache. Dann treffen wir uns und ich zeig's dir. Vergiss es. Ihr zweiter Name. Der ist Irene, richtig? Sarah Irene Whittaker. Steht auf ihrem Aufnahmeformular. Ein letzter Auftrag. Ein letzter Auftrag. Ich schicke dir die Koordinaten. O'Brien Ende. Okay. Ich hoffe, das endet nicht wie beim letzten Schnüffelauftrag, wo ich gefühlt 300 Mal erwischt wurde. Hast du es eilig, Mann? Ja. Weißt du noch, dieser Nero-Arsch, von dem ich dir erzählt habe? O'Brien? Sieht aus, als hätte er Neuigkeiten für mich, aber ich soll noch einen Job für ihn erledigen. Na. Okay. Du solltest mitkommen. Ja. Nee. Skizzo hat mich auf dem Hof eingeteilt. Hungrige Mäuler mit Unkrautstopfen. Scheiß auf Skizzo, ich setz dich dann direkt danach ab. Wann hast du das letzte Mal einen Heli gesehen? Nimm mich nicht auf den Arm. Der wird jedes Mal schlechter, hä? Interessant. Jetzt geht's mal mit Busa los. Warum nicht, ja? Wo fahren wir hin? Zum Melaqua Lake. Weißt du, wo das ist? Weiß ich, wo das ist? Ja, hier anscheinend. Ja, Okay. nördlich vom Rogue Tunnel. Von der Waldo Road ab. Was wollen wir denn da? Ein Nero-Hubschrauber landet da und dann machen die... Was zur Hölle die da eben machen? O'Brien will, dass ich mir das mal ansehe. Dieser O'Brien ist, was, dein Boss? Dein Anführer? Nein. Busa, du weißt, warum wir hier draußen sind. Ich meine ja nur, wenn er sagt springen, fragst du nur, wie hoch. Nein, so ist das nicht. Okay. Und wie läuft's so? Geht so. Also, es war schon schlimmer, weißt du. Die Arbeit auf der Farm ist schon okay. Unkraut zupfen und so. Erinnert mich an meine Kindheit. Da war ich oft bei meinem Onkel auf dem Hof, in Adrian, an der Grenze zu Idaho. Hab den Sommer über auf dem Feld gearbeitet. Er hatte da so ein kleines Dirtbike stehen. Darauf habe ich fahren gelernt. Wenn du nicht aufpasst, dann nenne ich dich bald Farmer Bill. Farmer Bill. Solange es doch Bill und nicht Billy Ray oder Jim Bob in M-Name ist, ist alles cool. So. Okay. Aber interessant, dass jetzt für die Quest ausgerechnet Busa mitkommt. Was auch immer passiert, lass dich nicht sehen. Sie Weil greift das ja ziemlich schnell zur Waffe. eigentliche Stealth-Mission mal wieder ist. Okay, kapiert. Verstärken, Mund halten und nicht ins Gefängnis bringen.
Hey, danke, dass du mich mitnimmst, Deke. Es ist schön, mal wieder rauszukommen. Hm. Sogar auf dem Rücksitz, Mann. Ja. Hatte ich auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, dass Busa mitkommt. Okay, du musst ich insgesamt hier fahren. Na gut. Hey, sag Bescheid, wenn die LZ soweit ist. Ich warte. Gut. Okay, bleib bei mir. Direkt hinter dir. Dann Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja. Da ist es. bin ich gespannt. Das wird ja schon seine Gründe haben, warum Busa mit dabei ist. In der Luft. Okay, Das wird pass schon auf. hässlich Zuerst ausgehen. steigen Soldaten aus, sie sichern die LZ. Dann kommt ihr kleines Genie, Forscher, Wissenschaftler oder was auch immer, und zieht sich um. Vorher Nummer der Steh-Auswähler. So ein Wissenschaftsscheiß, der hier abgeht. Woher soll ich das wissen? Ich glaube, ich habe Busa verloren. Okay, warte hier. Das muss nix A bringen. Okay. Erstmal wieder die Lage analysieren. Ich glaube, ich komme auch von der Seite rein. Oh, die Leute ein bisschen in die Richtung scheuche. Okay, die lassen sich nicht scheuchen. Oh, dann habe ich volle Kanne auf den Kopf getroffen. Geh weg. Okay, jetzt habe ich die 2 Kasper weggelockt. Oh, der sieht mich. Ja, der sieht mich. Oh, okay. Grenzdebiler NSC incoming. Ja. Sofort schießen! Echt kein Ärger. Wollte gerade sagen, also, wenn sie mich jetzt nicht bemerken, wären sie wirklich grenzdebil. Aber, ja. Auf leichtem Modus sind die sowieso etwas dümmer als erlaubt. Und ich bin trotzdem noch so dumm und verliere gegen die und lass mich wieder erwischen. Hey, sag Bescheid, wenn die LZ Ja. soweit ist. Ausrücken! Ich warte. Und die Forscher warten ja glücklicherweise mit ihrem Gebabbel so lange, bis ich da in der Nähe bin, ne? Glücklicherweise. Okay, sieht wohl eher aus, als müsste ich dann so hier gehen. Alles gut. Sieht gut aus. Der hat so sein Gebiet, in dem er rumgeht. Hört ihr das? Ich glaube, ich kann da Override klettern. Lass mal ausprobieren. Jupp. Sind die 8 Heroes? Nee, sieht nicht so aus. Okay, das Zuhören funktioniert zwar, aber ich höre rein gar nichts. Hm. Notiz 2102. Die Analyse von ist in Zone 2, 3 und 4b ergaben. Ich höre rein gar nichts. Okay, die gehen weg. Scheiße. Ich befürchte, so komme ich nicht raus. Nee, anscheinend habe ich nicht genug mitkriegt. Dann vielleicht nicht über die, übers Dach direkt, sondern ein bisschen näher am Fenster oder so, dass ich mich in den Busch dahin schleich. So rum, ja. Vielleicht das. Muss ich aber warten, bis der Knetkopf da wieder in der Nähe ist. Hört ihr das? Geh mal da hier. Geh mal da hier, du Knetkopf. Dann gehe ich jetzt nämlich da in die Büsche. Wenn Sie es wissen wollen. Wir nehmen Codeproben. Scheiße. Hat das einer gehört? Scheiße. Ja, Achso, die nehmen Scheißeprobe, Codeproben. wir sind hier mitten im Nirgendwo. Damit sie Freak-Scheiße sammeln kann. Okay, mehr sag ich nicht. Feldnotiz 2102. Die Analyse
aus den Zonen 2, 3 und 4b ergab deutliche Nachweise von Claytonia perfoliata. Gemeinhin bekannt als Teller. Umgebungsalarm. Ebenso von Einweisungen Oh, hoppla. Scheiße. Das war schon richtig so, aber ich habe mich so sehr auf den anderen Karspar konzentriert. Na gut. Es wird aber auch schon einen Grund haben, warum Busa mit dabei ist. Da bin ich mal schwer gespannt. Ja, ich muss mir auf den Wissenschaftler achten. Mhm. So. Also vorsichtig. Wenn Sie es wissen wollen, wir nehmen Codeproben. Scheiße. Und sobald der sich bewegt, muss ich da wieder in die Richtung. Scheiße. Ja, Also immer wieder A auf den Kerl habe. wir sind hier mitten im Nirgendwo. Und die kriegen hier Ablenkung. Scheiße sammeln kann. Ganz genau. Okay, mehr sag ich nicht. Feldnotiz 2102. Die Analyse von Codeproben aus den Zonen 2, 3 und 4 Ja, jetzt macht der sich auf den Weg. Nachweise von Claytonia perfoliata. Was war das? Stopp oder wir schießen! Wir könnten doch Freunde Scheiße. sein, oder nicht? Ich sehe es schon, guck mal, ich hasse solche Stealth-Missionen. Das habe ich ja in Assassin's Creed immer gehasst, dieses heimlich abhöre und zwischen den Leuten durchschlüpfe. Ich bin in sowas einfach hundsmiserabel, wie ihr seht. Quod erat demonstrandum und so, ne? Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell und zu voreilig. War Zivilist, ich sage das nicht nochmal! Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Das war jetzt noch nicht mal auf die Ablenkung mehr eingegangen. Ja. Aktuelle Gameplay-Sequenz überspringen. Nein, ich will das alles vernünftig hinkriege, egal wie dumm ich mich dabei anstelle. Ach. Sag mal, was ist denn mit dem hier eigentlich kaputt? Hört ihr das? Arschloch. Geh doch hier. So, die Knetköpfe sollen dort hier gehen. Gut, wenn Sie es wissen wollen, wir nehmen Codeproben. Sie meinen, Scheiße. Ja. Scheiße. Das ist immer so ätzend, wenn der Dreck nicht klappt. Scheiße, was war das? Damit Sie Freak-Scheiße sammeln können. Ich glaube, do kann ich rüber über die Gebüsche. Okay, mehr sag ich nicht. Feldnotiz 2102. Die Analyse von Codeproben aus den Zonen 2, 3 und 4b ergab deutliche Nachweise von Claytonia perfoliata. So. Ja. Gemeinhin bekannt als Teller. So rum. Der dort hier. Von Einweisungen Ist noch wer gehört? So. Das bedeutet, dass die Freaks mehr fressen als uns und Dann sich dort selbst. hier. Sie fressen Beeren, Pflanzen, Gras, Nadeln. Im Grunde alles, was ein Reh frisst. Sie sind Allesfresser. So wie wir. Aber mit Okay. Wegen, die eine größere Bandbreite als Zellulose verdauen können. Ja, okay. Hat das einer gehört? Das bedeutet, dass Alter sie nicht Falter. erobert werden, wenn sie keine Menschen mehr finden. Bald werden die Freaks nicht verschwinden. Und hier sind wir wieder. Okay, gut. Ja, gar nicht gut. Ich bin fertig. Okay. Geh zurück zum Bike. Alter Falter. Okay, jetzt habe ich die aber ordentlich aufgescheucht, die Type.
So. Dann machen wir immer die große Runde außenrum. Und gehen halt so rum. Alter Latz. Okay. Stellt euch da Abwasser. Okay, immer die große Runde drum gemacht. Und dann zu Busa. Und jetzt kommt bestimmt noch irgendwas Hässliches, oder? Hast du das mitgekriegt über Funk? Was für eine Scheiße. Unsere Steuergelder und die sammeln hier Freaker-Scheiße. Ja, wie gesagt, wer weiß, was sie da machen oder warum. Hey, die haben hier doch bestimmt eine Basis, was? Hast du sie mal verfolgt? Ja, aber sie verschwinden dann über die Berge Richtung Süden. Der Highway endet dort. Ich komme nicht näher ran. Diese Wichser, die haben mit Sicherheit Dreck am Stecken. Yeah. Das war jetzt mal eine Erkenntnis. Na gut. Und wohin geht's jetzt? 38%, das ist Gute kein Frage. Leben. O'Brien, hörst du 69%, mich? ich suche nach Colin Nero. O'Brien. Ich höre. Fertig? Ja, erledigt. Wo treffen wir uns? Ich habe dich nicht so früh erwartet. Ich schicke dir jetzt die Koordinaten, aber es könnte ein paar Minuten dauern. O'Brien, Ende. Okay. Scheiße, was glaubt er denn, was ich hier draußen gemacht habe? Hey, mit einer Sache hast du recht. Er klingt wie ein Arschloch. Warte mal, wo muss ich denn überhaupt hier? Ah, okay. Hier. So, erstmal hier vorbei. Da war ja auch noch eine kleine Horde, ne? Wenn ich mich doch richtig erinnere. Das war ein ziemlich hässliches Gebiet, um ehrlich zu sein. Das hat ewig gedauert, das frei zu kriegen. So. Und hier ein bisschen außerhalb in die Pampa. Gerade Sarah, ist das überhaupt noch... Okay, das war gerade nochmal so die Kurve kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum schickt mich die Minimap hier drüber? Ist die sadistisch veranlagt oder so? Offensichtlich. Okay, dann gehen wir so und so wieder weiter. Na gut. Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kaspar tatsächlich wieder persönlich kommt. Oder ob er uns jetzt hops gehen lässt. Warte hier. Ich will nicht, dass er nervt, nur weil ich jemanden mitgebracht habe. Ja, ich passe auf das Bike auf. Okay. Ich habe heute genug Nero-Arschlöcher gesehen. Okay, bis später. Ah, da hinten ist was. O'Brien sagt, er hat Neuigkeiten. Er kannte ihren zweiten Namen. Irene. Sie kann nicht mehr am Leben sein. Aber erst am Leben waren nicht sie. Ne? Schauen wir mal. Ich gebe die Hoffnung mit Sarah noch nicht so ganz auf. Bin immer gespannt, was der rausgefunden hat. Jetzt kommt ja sowieso wieder so ein ganzer Nero. Ups. Das ist eine Allee, okay. Habe ich jetzt noch andere Quests? Sieht nicht so aus. Okay. Da ist er jo. Unser Kondommännel. Jo, Scheiße. Du musst damit aufhören. was hast du? Okay, hör zu. Ich erzähle es dir, aber es ist nichts Gutes. Ich habe einen Kerl gefunden, der bereit war, sich durch die Akten zu wühlen, die sie anlegten, als es noch Akten gab. Okay, O'Brien. Also, Sarah Whittaker, deine Frau, wurde ins Feldlazarett bei den Salt Flats eingeliefert, direkt beim Silver Lake. Den Akten zufolge wurde sie damals 6 Stunden operiert und wurde Okay, dann sie hat ins... also überlebt. Die Stichwunde hat sie überlebt. Ja. Und hat sich den Akten zufolge vollständig erholt. Dann kam sie in ein anderes Camp am Stadtrand von Chimol. Okay, also dann könnte sie noch leben. Sogar nach all dieser Zeit könnte sie noch leben, richtig? Nein. Was heißt das, nein? Es wurde überrannt. Alles wurde überrannt. Es gab keine Überlebenden. Du hast überlebt? Die haben überlebt? Moment. Nichts und niemand konnte das Camp retten, okay? Highway 97 ist wie ein Magnet. Infizierte Freaks fielen hier ein aus L.A., aus der Bay Area, Sacramento. Tausende und alles Abertausende. Wir klar. konnten absolut nichts tun. Verstehe, du bist abgehauen. Wer war bei dir? Nero-Personal. Agenten. Leute Wer mit nicht? Freigabe. Nero-Personal? Soldaten? Bewaffnete? Die hätten doch die Zivilisten Da vorne beschützen kann sollen. niemand was ausrichten. Oh Sie nein, sind zu stark, ich zu kenne mich schnell. mit Horden aus, Wir O'Brien. wissen doch, dass wir nichts tun Doch, konnten. ihr hättet was tun können. Ihr hättet ein paar mitbringen können. Ein paar Leben retten können. Wir hatten weder Hoffnung noch Zeit noch Platz, okay? Die Leute legten sich schon an den Hals, als die Horden kamen. Ich verstehe.
tut mir leid mit deiner Frau. Das alles tut mir echt leid. Aber du musst verstehen, wärt ihr nicht zu mir gekommen damals, hätte sie den nächsten Tag nicht erlebt. Es war richtig so. Wärst du damals bei ihr geblieben, wäre der einzige Unterschied, dass du tot neben ihr liegen würdest. Glaubst du, das weiß ich nicht. O'Brien. Danke, dass du sie damals gerettet hast. Kehre zu Boozer zurück. Ja, mehr gibt's hier eh nicht mit zur Sache. Entweder gibt es noch ein bisschen Also, es Stunk tut dir am leid. Bike. Ist das alles, O'Brien? Es tut dir leid? Ja, mir tut es auch leid. Toll, für die Infos hat er im Prinzip jetzt sein Leben riskiert gegen die Nero-Sache. Also ein fairer Tausch fand ich das jetzt nicht gerade. Boozer ist weg, na toll. Oh, was zum Teufel? Boozer? Boozer! Oh, verdammt, Boozman. Wo zum Teufel bist du hin? Oh, Scheiße. Er musste nicht zwangsläufig wohin sein, sondern auch verschleppt worden, ne? 59%, ich erinnere mich. 44, das ist kein Leben. 77% die Suche nach Nero. Okay. Lass mich genau umschauen. Okay, wir holen uns erstmal die paar Sachen, die wir noch abernten können. Dann gucken wir uns mal gründlich um. Ja, mein Überlebensmodus ist etwas zu kurz, finde ich. Da müsste ich vielleicht nur Skiller, dass der ein bisschen länger erhalten bleibt. Da ist was, ja. Okay, ein Freaker. Wo? Oh, ne, ein Ripper. Ih. Hier lang. Das ist überhaupt nicht gut, ein Ripper. Ich witter Ärger, und zwar gewaltiger. Wollte ich gerade mal kurz gucken. Ich habe gerade Gefährlichkeitspunkte. Hätte ja sein können, dass ich mal wieder einer verschnarcht habe. Okay, da liegt wieder einer. Deke, hörst du mich? Hier ist Ricky. Deacon St. John. Ja, ich höre dich. Ist Was gerade gibt's? eher schlecht. Schizo fragt ständig nach dir. Boozer soll nicht zum Arbeitsdienst erschienen sein. Ich mach mir Sorgen. Nein, hör zu, uns geht's gut. Wir mussten noch was erledigen. Sag Schizo, wir sind in einer Stunde zurück. Oh, der Hund. Hey, ich könnte bald noch mal versuchen, den Wandler zu reparieren. Bist du dabei? Ja. Stimmt, Sag da war ja auch mir noch was. Bescheid, wenn's losgeht. Ich spüre schon das warme Wasser. Ich werde stundenlang nur noch duschen. Ja, okay. Das klingt gut. Hör zu, Ricky, ich muss los. Dicken Ende. Okay. Okay, hier vibriert mein Controller wieder ein bisschen. Okay, schauen wir uns mal um. Ah ja, da ist wieder was. Gehen wir doch mal hier und untersuchen. Ein Hund wieder. Na, also. Okay, das führt uns in die Richtung. Okay, da können wir leider keinen Schrott abgreifen. Aber jetzt sind anscheinend hier Ripper mit Hunde unterwegs. Und Boozer scheint ordentlich die Sau rausgelassen zu haben, wenn ich mir das so angucke. Oh, warum die Hunde tut's mir echt leid. Die können ja nichts dafür, dass die mit Arschlöcher unterwegs sind, die Hunde. So.
Na gut, da wird mir anscheinend auch Buser schon angezeigt, ja. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das machen wir übermorgen bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.